Ja, ja, es ziehe aus meiner geliebten Zinshauswohnung. Ja, ich ziehe jetzt zu meiner Lebensgefährtin im 2. Bezirk, die hat eine wunderschöne große Gemeindewohnung, ja. Und ich ziehe deswegen aus meiner geliebten Zinshauswohnung, weil ich mir das nicht leisten kann, weil die meiste Zeit bin ich schon bei ihr eigentlich schon über 1,5 Jahre, ja, und ich will jetzt nicht da unnötig im Zins zahlen, Gas, Strom, dann die scheiß Internet, Gießgebühren, sowieso, die gehen mir sowieso total am Arsch, ja, und so weiter, und ich habe schon einige Sachen jetzt da schon wegschaffen lassen, fortbringen lassen an Möbelar, und das meiste, da hab ich selber umgezahlt vom 17. Bezirk in 2. Bezirk mit solchen Taschen da. Können Sie das sehen? Da, mit Einkaufstaschen, da sind ein paar Bierchen da, also es ist schon ziemlich laut da sind meine Hörspiel-CDs. Den Kosten nehme ich nicht mit, den schenke ich her, den Spiegel schenke ich auch her, die Bühlen nehme ich mir mit. Ja. Ich habe so eine Arschlochstimme, so eine nasale, verkühlte Stimme, die bin schon seit Wochen, das geht mir so auf die Eier. Ja, das ist ein Wahnsinn, ich weiß nicht, ist das eine Nasenhöhlenverengung, oder ich weiß, ein Schädel habe ich auch noch dazu, ein wahnsinniger Schädel, da weiß ich auch gar nicht mehr so viel wie seinerzeit. Ne? Und die Schädel habe ich entweder von der HBS, von der Halswirbelsäule, da habe ich einen Bandscheibenvorfall, aber keinen extremen, einen leichten oder was, aber ich bin total bedient. Also heute habe ich buddelt im Lager, ich arbeite in einem Großlager, ne? in einer Metallfabrik, ja, in einer Großlager buddeln können. Dann dazwischen habe ich müssen fahren zur Hausverwaltung wegen der Aufkündigung, und dann habe ich müssen noch fahren aufs Magistrat wegen der Passverlängerung, der Arsch wieder zurück in die Bude und wieder erzählen und bearbeiten. Ich bin Lagerhackler und gehen wir, weil die Produktion redet weiter, bla bla bla, ich will gar nicht viel mehr darunter erzählen. Ja, und diese schöne Wohnung, ja, die schaut eigentlich aus wie ein spartanisches Filmstudio, oder nicht? Na? Ist ja egal, es fällt mir nichts ein. Aber ich wollte nur jetzt ein paar Aufnahmen machen, beziehungsweise einen Film, bevor ich mich schleiche. Ja, genau, den Wäschedruck, da war ein paar so, wo externe Festplatten drauflegen, ein paar Zellen, bla bla bla, die nehme ich auch mit, den Wäschedruck, aber meine Lebensgefährtin, die Elisabeth, die kann den Wäschedruck brauchen, weil sie hat schon 2 Wäschedruckner, aber der gute Dinge sind 3, dann hat es 3 Wäschedruckner. Also Wäscheständer. Wäscheständer, ja, genau. Und da brauche ich auch nicht mehr viel Wegerrahmen da, das Kastel, das lasse ich einer da, in Vermieter, ich schaue immer nach rechts, das gibt's ja nicht. Weil ich bin das ja gewohnt, so im Querformat, ne? So waagrecht, ja, ne? Na gut, jetzt mache ich mir das gute Bild da auf, und danke, dass du mir zugeguckt hast. Ich weiß nicht, wenn ich ein Dicke, wenn ich weiß nicht, schünde, dann kommt mir das vor. Das muss ich mir erst gewöhnen. Wo muss ich denn da hinschauen, dass ich gerade schaue? Wo muss ich da hinschauen? Danke, erst ich will gerade schauen, gib mir das Arsch. Na, ich will mit auf, ich wäsche schon schön, verschnupft bin ich auch, wurscht. Grüß dich, bis bald. Ich wahrscheinlich da rum, das gibt's ja nicht.